Altesse Royale. Heute Morgen an der Philharmonie hat ihr geschwart über den Terror, den Europa an nach viel anderen Ländern auf dieser Welt trifft. Erlaubt mir, die Gedanken abzugreifen, weil was bei all dem Terror ein gruselige Sache ist, da das oft geschieht am Namen von Gott. Das geht lo glatt nicht. Terror als Mord an hat nicht mit Gott zu dienen. Terror am Namen von Gott als eine Blasphemie, wie der Papst sagt. La terreur au nom de Dieu est une blasphemie. Und wir müssen uns aber fragen von den Religionen, wie haben wir die Religion durchgestaltet? Was ist geschieht, dass es so ein Terror am Namen von Gott und am Namen von Religion möglich ist? Und wenn wir auch als Katholiken ob als Geschichte zurückgucken, dann entdecken wir da viele Sachen, über die wir nicht hilfreich sind, wo wir es dafür schummen müssen und es dafür entschuldigen müssen. Wie kommt es, dass Gott so missbraucht wird? Eine mögliche Antwort, das ist nicht die einzige, die wir, dass es in der Vergangenheit eine Einheit genoss. Von Religion, auf von Staat, auf von Gesellschaft. Und das wird am Matze gesprochen, dass es am Staat religiöse Dynamiken gesehen und dass es an der Religionen Dynamiken gesehen von Macht, von Herrschaft, von Exklusion, wo immer in anderen der Preis wird müssen dafür bezahlen. Durch Globalisierung sind wir an einer Gesellschaft, die, wie mein muslimischer Bruder aus dem Gebiet gesagt wird, eine Pluralität hat. Wo es neben den einen verschiedene Religionen gibt, mit verschiedenen Kulturen am Hintergrund, aber wo es Leute gibt, den Religion egal ist oder die glatt nicht damit können aufwecken. Und du hast dann den neuen Defi, dass wir alle Guten am Frieden zusammenleben. Und der Frieden muss mehr sein wie Toleranz. Weil eine Toleranz, das heißt schon just, dass es dem anderen gewisse Rechte gibt. Es muss respektlos sein, für den anderen. Man muss den anderen verstehen und nicht immer direkt das Allerschlechteste als denken, wenn einer etwas sieht, was da so vielleicht nicht gerade so 100% passt. Die Haltung von Respekt für den anderen müssen wir mit der Religion verlieren. Und es sind dafür immens froh, dass wir am Anfang von diesem Tedeum den interreligiösen Moment von Gebet tun. Wo ihr gesagt, dass wir zusammen für unser Land, für unsere Gesellschaft, für unser Grand Duc beten. Dass wir zusammen antreten wollen, auch für die Rechte, die alle Menschen haben, an die wir mir mengen auch vom Herrgott an Dignität vom Mensch herangepflanzt gehen. Wir haben aber auch Terror an Europa durch riesige Migrationswellen. Und ich schwätze Lodo nicht von den Flüchtlingswellen, die Lodo sind. Das ist es auf der Welt noch immer gibt. Wir können uns keine Geschichte vorstellen, ohne Migrationen.
Wie hat der Mensch sich so überhaupt auf dieser Welt verbreiten können? Aber ganz viel müssen da bei uns kommen, weil hier Länder am Krieg sind. Ein ekliger Krieg, ein blutiger Krieg, wo nichts Schönes gibt. Oder weil sie so enger Armut leben, also so enger Misere leben, dass Perspektiv für ein Mittelmeer mit einem Schiff inner zu gehen, nach besser ist, wie dort zu bleiben, wo sie los sind. Du gebe ich gerne auf einen kleinen Satz von unserem Papst hinweisen. All Mensch hat das Recht, an seinem Land bleiben zu können. Das heißt nicht, dass wir nicht sollten Flüchtlinge abholen, da das sowieso christlich Gebot von nächste lebt. Aber das heißt aber auch, dass die internationale Gesellschaft, dass die internationale Politik alles muss machen für Frieden und für Gerechtigkeit. Dass es nicht geht, dass Krieger gefeuert gehen mit europäischen Waffen, wo wir Profit machen. Dass es nicht geht, wenn wir als Science bald decouragiert auf Friedensprozesse rummachen, wenn wir schon wissen, dass die so viele Karriere für drunter nicht geklappt wird. Ich weiß, Lützeburg ist ein kleiner Player. Ich will ein Merci sagen, dass Lützeburg sich ersetzt für den Frieden an der Welt. Und noch als Armee Merci sagen für alle Friedensmissionen, die sie durchgeführt tun und durchführen. An der Gerechtigkeit. Wir können doch nicht hinholen, dass Leid von Hunger stirben. Das Leid an Konditionen leben, die kein von uns seinem ersten Feind wünschen geben. Und du dann mehr Gerechtigkeit an internationale Wirtschaftspolitik heranbringen. Mehr gerechte Strukturen schaffen. Ich schätze noch von mehr. Weil ich weiß, dass gerechte Strukturen etwas ist, was nie lange Bestand hat. Weil der menschliche Egoismus, wir von der Kirche so sind, immer mehr stark, dann immer noch grabst, für das selber mehr zu haben. Mit das Bestreben um mehr Gerechtigkeit. Das müsste am Fangehol Politik von der Europäischen Union leiten. Weil nimmer dann können Flüchtlingsströme gestoppt gehen. Nimmer dann. Und es sind bei weitem kein Prophet. Wir schmengen, dass die Flüchtlingsströme immer lohen. Nach nichts Sinn gehen der Flüchtlingsstrom, der kommen wird durch den Klimawandel. Auch da muss man es ersetzen, zu summen, für eine bessere Welt, nicht für die absolut gute Welt. Es sind keine Politiker, ich kann nicht so, wie ich das machen muss. Wir sind froh, dass an der Lützeburger Politik darüber diskutiert wird. Und dass Parteien das auch an ihrem Ersatz haben, für das zu helfen, für das etwas zu bewirken. Es so nicht Merci dafür. Macht so weiter. Wir brauchen das. Weil jeder von uns muss verstehen, ohne Frieden und Gerechtigkeit an der Welt gibt es auch kein Frieden an Europa. Und sogar nicht zu Lützeburg. Monseigneur, der hat heute Morgen geschwärzt von der Kohäsion von der Lützeburger Gesellschaft, wo jeder dazugehört, den er liebt, für mehr Partizipation von Frauen, auch von Nicht-Lützeburger an den politischen Prozessen, besonders bei den Gemeindewahl. Merci dafür. Merci für die couragiert wieder, weil nimmen zu summen, ohne Exklusion, ohne
Exklusionen zu schaffen, können wir also Frieden und also Wohlstand behalten. Identität als etwas, was wir geirrt haben und das der Vergangenheit kommt. Mit Identität ist auch etwas, was wir immer andauernd neu schaffen müssen. Identität ist etwas, wo jeder von uns dazugehört, wo jeder von uns etwas beitragen kann. Trillionen heute zu Lützeburg wollen erwähnt noch ihren Beitrag dazu leisten. Ich kann mich nicht mehr freuen, wenn ich in der Kathedrale auch Gebete auf Hebräisch und auf Arabisch höre. Du geht eine neue Identität auch von der Religion vorbereitet. Merci für das, verstehst du mich? An der Grand-Duc, Grand-Duchesse, der Grand-Duc héritier, die Grand-Duchesse héritière, sie sind Symbol von Lützeburg. Von einem Lützeburg, was gleich ist und sich trotzdem andauernd ändert. Dafür, Monseigneur, will man euch von ganzem Herz merci sagen. Und wir wollen beten, auf diesem offiziellen Geburtstag, dass der Herrgott euch an unserem Lützeburger Land eine Zukunft, ein Glück, ein Frieden, eine Gerechtigkeit schaffen kann. Merci und Amen.